Herzlich willkommen in Tel Aviv, herzlich willkommen in Israel, in einem Land, das sich in einer existenziellen Dauerkrise befindet, sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch. Und mitten in diesen Krisen aber leben die Menschen, leben ihren Alltag und versuchen ihn so kreativ und so schön wie nur möglich zu gestalten. Und wir machen uns nun auf die Reise durch diesen Alltag, wollen Ihnen zeigen, wie die Menschen hier leben, wie sie ihr Leben gestalten. Kommen Sie doch einfach mit. Einer der großen Verkaufsschlager Israels sind TV-Serien. Es gibt sie mittlerweile auf allen großen internationalen Streaming-Plattformen zu sehen. Und Serien wie Fauda, Teheran oder Stissel kennt jeder weltweit. Jetzt gibt es eine neue Serie, die heißt The Beauty Queen of Jerusalem. Hier wird gerade eine neue Staffel gedreht in diesem Haus hinter uns. Wir wollen ein bisschen mal die Dreharbeiten beobachten. Diese Serie spielt in den 30er und 40er Jahren in Jerusalem, also vor der Gründung des Staates Israel. Man erfährt viel über die Konflikte im britischen Mandatsgebiet zwischen Engländern, Juden und Arabern. Natürlich geht es auch in der neuen Staffel, die hier gedreht wird, wieder um Liebe und Betrug, um Enttäuschung und Versprechen, was eine gute Serie halt so haben muss. The Beauty Queen of Jerusalem läuft längst auf Netflix, allerdings noch nicht in Deutschland. Und so schaut sie aus. Israel hat viele Geschichten zu erzählen. Das Land hat eine äußerst heterogene Bevölkerung. Und dann ist da natürlich auch noch der brutale Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Davon handelt die international erfolgreichste Produktion Made in Israel, Fauda. Aber es gibt auch noch andere Konflikte im Nahen Osten, über die israelische Filmemacher erzählen. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Emmy. Das ist die höchste amerikanische Auszeichnung für eine Fernsehsendung, also sozusagen so etwas wie der Fernseh-Oscar in den USA. Und dieser Emmy wurde verliehen an eine israelische Produktion für das beste Drama des Jahres. Die Serie heißt Teheran und erzählt die Geschichte der Mossad-Agentin Tamar, die in Teheran das Nuklearprogramm des Iran zu sabotieren versucht. Ich habe die große Freude, hier mit Dana Eden zu sitzen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Sie sind eine der Produzentinnen der Serie Teheran. Wie erklären Sie sich diesen Riesenerfolg der Serie? Konflikte sind immer die Basis einer guten Geschichte. Es gibt zwar viele Konfliktgebiete auf der Welt, aber sie sind nicht in der westlichen demokratischen Kultur verwurzelt. Wenn diese Verbindung hergestellt ist, wie hier bei uns, können wir meiner Meinung nach ein wirklich hochwertiges westliches Fernsehprodukt herstellen, das an Plattformen auf der ganzen Welt angepasst werden kann. Und dann gibt es da etwas in der israelischen Mentalität. Israelis leben ihr Leben so, als ob jeder Tag ihr letzter sein könnte. Und auch das zeigt die Serie, einen Tabubruch. Die Liebesgeschichte zwischen der israelischen Agentin und dem iranischen Hacker Milad. Wissen Sie, wie die Menschen im Iran die Serie fanden? Haben Sie die überhaupt sehen können? Alle sahen die Serie.
Die Reaktionen waren überwiegend positiv. Natürlich hieß es auch, das sei eine zionistische Serie, alles nur Propaganda. Aber die Mehrheit des iranischen Publikums fand die Serie ausgewogen, dass sie auch ziemlich authentisch zeige, wie es den Menschen im Iran geht. Es gab sogar Iraner, die uns für die Serie dankten. Ein ganz anderer verblüffender Welterfolg, die Serie Stissel. Akiva Stissel ist die Hauptfigur, ein Schlemiel, ein sympathischer Tollpatsch, dem man in 3 Staffeln zuschaut, wie er versucht, mit dem Leben fertig zu werden. Die Serie spielt in einer ultraorthodoxen Gemeinschaft in Jerusalem, in einer ansonsten völlig abgeschotteten Welt. Und das ist Netta Riskin. Sie spielt die Gitti in der Serie. Sie hätte nie gedacht, dass dies die Rolle ihres Lebens werden sollte. Wir treffen Netta Riskin am Strand von Tel Aviv. Was bedeutet das für so ein kleines Land, dass Netflix und andere plötzlich israelische TV-Serien weltweit zeigen? Was ich so auf den Festivals gesehen habe, wo ich eingeladen war oder auch anderswo, die Augen der Welt richten sich hier auf Israel. In Sachen Kino und Fernsehen sind wir ein ziemliches Powerhouse geworden. Wir waren hier ziemlich abgeschieden von der Welt. Hier wurden immer gute Produktionen gemacht. Aber auf einmal gibt es da so eine positive Aufmerksamkeit für diesen Standort. Es gibt im israelischen Filmbusiness extrem viel Kreativität. Es ist wie ein Echo, eine Reaktion auf unsere Existenz, auf das, was wir machen. Und so blüht unsere gesamte Filmindustrie auf, weil es jetzt so ein riesiges Publikum gibt. Und so kann man sich sicher sein, die nächste israelische TV-Serie ist schon dabei, ihren Weg in die Welt zu machen. Sechs Uhr morgens am Checkpoint Tarkumie im Westjordanland. Palästinensische Arbeiter überqueren den Kontrollpunkt hinein nach Israel, wo sie ihre Jobs haben. Aber heute kommen auch noch andere. Eine Gruppe palästinensischer Frauen aus Hebron mit ihren Kindern. Möglich gemacht hat das die israelische Frauenorganisation Mahsom Watch, die versucht, den Palästinensern unter der Besatzung das Leben ein wenig zu erleichtern. Die Palästinenserinnen und ihre Kinder dürfen heute nach Tel Aviv an den Strand. Die meisten von ihnen werden zum ersten Mal das Meer sehen. Rachel, eine der Frauen von Mahsom Watch, erklärt der Gruppe auf Arabisch, wie sie sich zu verhalten hat, auf was sie achten müssen, wo die Umkleidekabinen sind. Und ja, die Kinder sollen alle beisammen bleiben. Wie oft habt ihr schon palästinensische Kinder ans Meer gebracht? Wie oft insgesamt? Wir begannen mit diesem Projekt im Jahr 2007. Jedes Jahr bringen wir 24 Gruppen hierher, jeweils 50 bis 60 Menschen. Ist es schwierig, eine Einreiseerlaubnis für die Palästinenser zu bekommen? Natürlich muss der Inlandsgeheimdienst alles überprüfen. Jede einzelne Person wird überprüft, sogar die Kinder. Es ist nicht schwer, aber es dauert immer und es kommt immer sehr auf den Verantwortlichen an. Wie ist gerade seine Stimmung und welche politische Anschauung hat er? Egal, jetzt geht es erstmal nicht um Politik. Jetzt wird geplanscht. So gut wie niemand kann schwimmen, aber alle haben sie ihren Spaß. Die Mütter gehen natürlich mit ihrer Kleidung ins Wasser, aus religiösen, aber vor allem aus kulturellen Gründen des Anstands. Aber das schmälert die Freude nicht im geringsten. Dieser Seeblick ist einfach wunderschön. Ich sehe das zum ersten Mal. Ich war zwar schon einmal als Kind am Meer, aber daran erinnere ich mich kaum noch. Es ist unglaublich, einfach nur schön, wirklich schön. Und dass die Kinder einen Heidenspaß haben, ist ja wohl klar.
Und in dieser Gruppe der Palästinenserinnen mit ihren Kindern gibt es auch eine Dame, die Deutsch kann. Hallo. Woher können Sie Deutsch? Hallo, ich heiße Islam und ich habe schon in Deutschland gelebt, 10 Jahre in Köln. Und Ihre Kinder sind dort auch aufgewachsen und können... Und dort geboren auch, okay. Ja, alles. Wann sind Sie zurückgekommen hierher? Seit 2 Tagen bin ich hier. Sie sind seit 2 Tagen erst wieder hier und leben in Hebron? In Hebron, genau in Hebron. Und so ein Tag wie heute, wo man hierher kommend, hineinkommen darf nach Tel Aviv an den Strand, was empfinden Sie dabei? Wie fühlt sich das für Sie an? Das ist unser Ort eigentlich, aber schade. Aber es freut mich, hier zu sein. Unser Meer ist wunderschön, wunderbar. Ich habe gar keine Worte für. Es ist Ihr Ort, sagt Islam. Trotz allem, auch an so einem Tag ist alles irgendwie doch politisch. Auch Islams Sohn Rabia macht das im Gespräch ganz klar. Wie fühlt sich denn das jetzt für dich an nach so vielen Jahren in Deutschland? Also in Deutschland war ich richtig gut. Da hatte ich auch richtig viele Freunde. Ich war immer Fußball spielen mit denen und ja. Und wie fühlst du dich jetzt hier, diese ersten Tage? Ja, hier ist auch schon, also hier ist auch richtig gut, weil hier habe ich meine Cousins, meine Opa, meine Oma, also ja. Und wie gefällt es dir hier am Meer? Ist das das erste Mal, dass du am Meer bist? Nee, das ist schon das 2. Mal und das ist richtig schön. Und das, eigentlich gehört das uns, die Palästinenser, nicht die Israelen. Und ja. Eine klare Ansage. Dennoch wird jetzt erstmal Musik gemacht. Repri hat seine Oud ausgepackt und alle beginnen zu tanzen. Israelische und palästinensische Frauen gemeinsam. Na bitte, es geht doch. Und dann geht's ab nach Jaffa zum Mittagessen in einem arabischen Restaurant. Rachel ist zufrieden mit dem Ablauf des Tages, aber dennoch sehr nachdenklich. Ich bin nicht zufrieden mit der Situation im Land. Niemand hier ist zufrieden. Die Lage ist sehr schwer, sehr ernst, aber wir machen, was wir machen können. Das haben sie, die Frauen von Mahsom Watch. Die Palästinenserinnen fahren nun mit ihren Kindern zurück nach Hebron. Immerhin, dieser Tag war ein guter Tag. Für alle. והימים עוברים לאט, פתאום הכי קשה זה בשבת, פתאום עצות ועוד במסה, כולם נהיו פרופסורים לבאסה. Das ist Shira. Sie stammt aus München. Bereits als Kind kam sie nach Israel. In Tel Aviv studiert sie Philosophie und verdient sich, wie viele Studenten, als Straßenkünstlerin ein bisschen was dazu. Denn Tel Aviv ist teuer, sehr teuer. Auf die Idee kam sie auf Reisen durch die Welt. Ich hatte immer schon einen Bezug auf Straßenkunst und das hat mich interessiert, während ich reisen war in Melbourne in Australien und habe ein paar Leute kennengelernt, die mir das gezeigt haben, dass man an den Ampeln halt so Straßenkunst machen kann und genau, und so hat es für mich angefangen. Du kriegst ja immer wieder auch so ein kleines Dankeschön von den Leuten, das ist aber nicht deine Motivation, das zu machen. Auch, also beides auf jeden Fall. Natürlich ist auch, verdiene ich Geld daran auf jeden Fall. Also das ist auch ein Grund, warum ich hier bin auf jeden Fall. Und ja, es ist nicht immer leicht, sich hier zu finanzieren in Israel. Und das ist auch natürlich ein Grund. Aber auch das Danke ist schon ein sehr großer Grund auch, weil an manchen Tagen gibt es Leute, die mir Geld geben, aber halt so sehr gelangweilt ausschauen, da will ich es denen fast wieder zurückgeben. So lieber es gibt ein Lächeln. Manchmal haben auch Leute gar nichts zu geben und
lächeln einfach und sagen Danke und das reicht dann doch schon oft aus für mich. Wenn Shira an der Ampel steht, dann meistens gleich für mehrere Stunden. Ihr Programm spult sie dabei sicher 20 Mal, wenn nicht öfters ab. Es muss genau in die Rotphase der Ampel passen. Der zentrale Busbahnhof von Tel Aviv. Hier treffen sich abends die Jongleure und Gaukler, um miteinander zu trainieren. Auch Shira kommt regelmäßig hierher. Man kennt und schätzt sich. Viel geredet wird nicht, es geht sehr konzentriert zu. Es sind aber nicht nur Studenten, die hier trainieren. Es gibt hier Leute, die in Hightech arbeiten und das ist einfach deren Hobby. Es gibt Leute, die wirklich professionell hier dann auch weiter Straßenshows oder auch Auftritte machen, professionell für verschiedene Events im ganzen Land. Und Leute, die Ampel machen. Also es ist wirklich ein Mix. Jeder hat hier, es gibt manche Leute, die das wirklich gerade erst entdecken für sich. Und hier passieren ganz viele Anfänge. Und das ist Itai. Ich begann vor 3 Jahren. Das Coronavirus brachte mich zurück aus Indien. Aber es gab hier keine Arbeit. Ich reiste im Land herum. Ich trainierte, lernte diese Arbeit durch Shows im Ausland kennen. Und dann traf ich diese Leute hier, eine wirklich einzigartige Gemeinschaft. Naja, das war's. Ich habe Feuer gefangen und mache das jetzt weiter. Stehst du wie Shira auch an Ampeln? Ja. Und wo noch? Wer immer mich bucht. Hochzeiten, Bar Mitzvahs, Feste. Ich mache alles. Auch Feuershows, wenn ihr wollt. Kannst du davon leben? Ja, im Moment finanziere ich so mein Studentenleben. Das hier links ist Shachar. Er arbeitet unter anderem mit verhaltensauffälligen Kindern. Ich bringe Kindern das Jonglieren bei. Ich unterrichte in 2 Schulen. Eine ist für Kinder, die behindert sind. Einige können nicht jonglieren, da sie an den Rollstuhl gefesselt sind. Mit denen mache ich solche Gleichgewichtsübungen. Andere Kinder sind hyperaktiv, haben ADHS. Denen bringe ich bei... Hol mal das Einrad. Schau mal, wie er loslegt. Ich bringe ihnen auf einem Einrad zu balancieren bei und zu jonglieren und Zirkuskunststücke zu machen. Das hilft ihnen, ihre Energie besser zu kanalisieren und runterzukommen. Shira beginnt inzwischen über ein neues Programm nachzudenken. Und übt und übt und übt. Bis tief in die Nacht. Für Gourmets ist Tel Aviv längst kein Geheimtipp mehr. Dass in der Mittelmeermetropole mit die besten Küchenchefs der Welt leben und arbeiten, ist inzwischen bekannt. Die Küche, ein Mix aus nahöstlichem Flair und dem Einfluss der Küchen, den die Einwanderer aus ihren Ländern mitgebracht haben. Der Mann links, das ist Eyal Shani, einer der Meisterköche Israels. Er besitzt weltweit über 40 Restaurants, allein in Tel Aviv sind es 17. Soeben war er in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo er demnächst in Abu Dhabi und Dubai weitere Restaurants eröffnen will. Jetzt aber ist er bei einem Landwirt und sucht Tomaten für seine Lokale aus. Oh.
Ich sehe, wie du hier die Tomaten so lustvoll kostest. Was für eine Art Tomate suchst du? Ich suche die Oktave, die Reichweite, die Dynamik des Geschmacks einer Tomate, ihre Genetik, die Erinnerung an die Essenz der Tomate. Das suche ich in jedem Obst, in jedem Gemüse. Erklär mir doch bitte dein Konzept, wie du arbeitest. Es gibt Tomaten, Gurken, es gibt Blumenkohl, Petersilie. Jede ist eine Welt für sich. Deshalb benutze ich kaum Gewürze. Ich versuche nie fremde Aromen hinzuzufügen, die das Gemüse an einen anderen Ort bringen. Ich möchte zeigen, was eine Tomate ist. Das ist sehr puristisches Essen. Ich muss es einem so großen Prozess unterziehen, dass es am Ende keine Anzeichen dafür gibt, dass ich sie berührt habe. Dass ich eine Tomate auswähle und etwas daraus koche, dass ich sie schneiden werde. Und ich habe ihr gegenüber einen inneren Eid geschworen, dass ich sie auf den Teller bringe, ohne Informationen oder Partikel von ihr zu verlieren. So bewahre ich die Farbe, die Textur und die Aromen. Wenn man Eyal zuhört, wird schnell klar, der Mann ist nicht einfach nur ein Koch. Er hat seine ganz eigene Philosophie der Küche entwickelt. So, das ist hier nun eines der Restaurants von Eyal Shani, das sehr, sehr berühmt ist. Es heißt Hassalon, hat nur 3-mal in der Woche offen. Und Eyal ist schon da und wir wollen mal sehen, was er so macht in dieser wunderbaren Küche, die so herrlich auch dekoriert ist mit wunderbarem Gemüse. Und hier sehen wir auch schon die Tomaten. Eyal, das sind die Tomaten von heute Morgen, ja? Ja, es sind die Tomaten von morgen, noch mit der Sonne innen drin. Fühl mal, du spürst, wie die Sonne sich jetzt zurückzieht. Aber die sind noch warm. Ja, warm. Du erinnerst dich noch, wir sprachen über die Seele des Gemüses, dass wir die Seele verkochen und nicht das Material selbst. Das ist das Erste, was ich entdeckte, als ich Koch wurde. Eine Tomate ist ein Behälter mit Sonnenschein drin. Und eines Tages, ich schälte eine Tomate und dann machte ich das. Und jetzt frage ich dich, was ist das? Es ist ganz einfach. Was meinst du? Eine Schale? Nein. Ein Stück Fleisch. Ich sagte, das ist Fleisch. Und so fand ich mich vor 35 Jahren und hielt dieses Fleisch einer Tomate in den Händen. Und was bedeutete das? Eine Kuh hat Fleisch. Ein Lamm, ein Fisch, ein Mensch hat Fleisch. Aber eine Tomate? Nein. Aber als ich mir klar machte, dass das auch Fleisch ist, konnte ich jetzt daraus ein Tartar machen, ein Steak. Und dann fügte ich noch eine kleine Bewegung hinzu. Noch einen Schnitt. Und nun war es nicht mehr nur Fleisch, es ist Sashimi. Inzwischen ist das Lokal voll. Die Köche haben viel zu tun. Übrigens, Eyal lässt seinen Köchen völlig freie Hand. Sie müssen nur das Prinzip seiner Küche akzeptieren, ansonsten gestalten sie alles völlig unabhängig. Hier ist einer der größten Schätze, die ein Mensch an Genuss essen kann. Hier haben wir einen Eierstock. Die sogenannten Samen sind keine, sondern sie sind eigentlich wie Eier. Es sind Proteine, die Wachstumsanweisungen geben. Es ist genau wie mit Eiern. Dieser Eierstock sitzt in einem Gel, das ihn wie einen Cluster umfängt. Um es in deiner Hand zu halten und es zu essen. Gib mir deine Hand. Beweg dich nicht, nichts wird passieren. Moment. Das war's. Es ist sinnlicher als eine Auster. Sowas schmeckt man nie, man isst Tomaten immer so gedankenlos. Das ist, als ob man das Herz von jemandem isst, aber du musst dafür niemanden töten. Und gleich ist das Tomatensashimi fertig.
Man will es wirklich nicht glauben. Denkt, dass das Ganze auch ein bisschen Hokuspokus ist. Aber es schmeckt wirklich, es schmeckt anders. Es schmeckt wirklich anders, als was man normalerweise gewohnt ist, wenn man eine Tomate isst. Es gelingt ihm tatsächlich hier irgendwie eine Textur herzustellen und ein Geschmackserlebnis. Das ist wirklich, wirklich toll. Wie in vielen Lokalen von Eyal Shani geht es aber nicht nur ums Essen. Im Hassalon wird zur späten Stunde auch Party gemacht. Essen, trinken, tanzen. Ein einziges großes Fest, um das Leben zu feiern. Alles ganz im Sinne des großen Kochphilosophen. Frühjahr 2021. Während des 4. Gaza-Krieges kam es zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen in den sogenannten gemischten Städten Israels wie Akko, Ramle, Lod oder Jaffa, wo Araber und Juden miteinander leben. Es sind Bilder, die man kennt. Über den Hass wird oft genug berichtet. Doch es gibt auch noch eine andere Seite des Zusammenlebens. Wir sind heute in Naharia, einer Stadt im Norden Israels, nicht weit weg von der libanesischen Grenze. Und hier im Norden leben auch sehr, sehr viele arabische Israelis oder Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, wie sie sich nennen. Etwa 2 Millionen Araber sind israelische Staatsbürger. Und obwohl man immer hört, wie viele Probleme es gibt zwischen Juden und Arabern, gibt es doch sehr, sehr viele Orte, wo Juden und Araber wunderbar zusammenarbeiten und miteinander ganz normal umgehen. Beispielsweise im Gesundheitswesen. Wir sind jetzt hier in einem Krankenhaus, dem Hauptkrankenhaus hier in Naharia, und wollen mal zeigen, wie die Menschen hier arbeiten. Die Notaufnahme des Krankenhauses, dessen Motto Adam le Adam, von Mensch zu Mensch lautet. Der Mann hier links ist Dr. Khalid Attallah, der Leiter der Notaufnahme. Und ja, er ist Araber. Sein Team, Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, besteht aus Arabern und Juden. Dass man das überhaupt so erzählen muss, ist im Grunde genommen schon ein Zeichen dafür, dass dies nicht normal zu sein scheint. Aber im Krankenhaus ist es normal. So ist die Situation tatsächlich. Wir fragen nicht nach den Nationalitäten des Teams. Wir leben hier in Galiläa in einer heterogenen Gesellschaft mit etwa dem gleichen Anteil an Juden und Nichtjuden. Wir sind ein Team. Hier arbeiten Araber und Juden einfach zusammen. Die Politik bleibt also draußen, sie beeinflusst sie hier drinnen nicht. Im Gegenteil. Wir wünschten uns, dass die Politiker von draußen mal hierher kämen und sehen, dass alles möglich ist, dass wir wunderbar zusammenleben, dass Koexistenz hier in unserem Krankenhaus wirklich voll und ganz gelebt wird. Wenn man hier lebt, stellt man fest, dass das israelische Gesundheitssystem ohne Araber nicht existieren könnte. Wie kommt es, dass so viele Araber in medizinischen Berufen arbeiten? Das hat meiner Meinung nach viel mit den Berufsmöglichkeiten zu tun. Viele studieren Fächer, in denen sie später die Möglichkeit haben, beruflich aufzusteigen, wie etwa Medizin, Jura oder sie werden Lehrer. Wie heißt es so schön? Jede jüdische Mutter träumt davon, dass ihr Sohn ein Doktor wird? Nun, dasselbe gilt auch für Araber. Jede arabische Mutter träumt davon, dass ihr Sohn Arzt wird, ein Doktor. Wir haben alle denselben Ursprung. Hier wird natürlich auch kein Unterschied gemacht, wer die Patienten sind. Ob Juden, Muslime, Christen, Drusen oder Tscherkessen. Auch die Juden im Team schwärmen von der Atmosphäre hier. Ich arbeite hier schon 20 Jahre.
Wir arbeiten hier ganz normal miteinander, keine Frage. Sowohl in der Arbeit als auch nach der Arbeit sind wir als Juden und Araber Partner. Wir respektieren uns. Für uns ist dieser Ort ein gemeinsames Zuhause. Sie treffen sich auch privat? Ja, wir treffen uns nach der Arbeit. Ich habe arabische Freunde, da gibt es überhaupt keine Probleme. Doch dann gibt es auch solche Situationen. Palästinensische Terroranschläge oder Krieg. Und immer gibt es Opfer, jüdische und auch arabische Opfer, die in die Krankenhäuser gebracht werden. Wie geht das Ärzteteam damit um? Löst das Emotionen aus? Vielleicht sogar Spannungen? Wir hatten hier vor vielen Jahren sehr viele Terroranschläge. Juden und Araber haben hier zusammengearbeitet, selbst wenn wir wussten, dass Araber die Anschläge verübt haben. Wir haben nur ein Ziel, dem Patienten zu helfen, ob Juden oder Araber. Eigentlich sind das hier also ganz normale Bilder aus einem Krankenhaus. Aber irgendwie sind sie in diesem Land auch etwas ganz Besonderes. Etwas besonders Wertvolles. Hier mitten in Tel Aviv befindet sich hinter mir ein Konzertsaal. Es ist die Heimat des Israel Philharmonic Orchestras, eines der besten Philharmonieorchester der Welt. Aber heute findet hier eine große Messe statt, die Food-Tech-Messe Israels. Israel und die USA sind die zwei wichtigsten Standorte für die Entwicklung neuer Technologien und neuer Methoden, Essen zu entwickeln für die Zukunft. Mit Nachhaltigkeit, mit Proteinen, mit neuen Möglichkeiten, die die Umwelt vor allem schützen soll und vor allem auch die Milliarden von Menschen ernähren soll. Und wir schauen da heute rein, wie es da ausschaut. Die Messe gibt es erst seit 10 Jahren. Aber das internationale Interesse an dem, was Israelis im Food-Tech-Bereich entwickeln, ist groß. Aus der ganzen Welt sind Fachleute gekommen, um hier neue Ideen für das Essen der Zukunft kennenzulernen und natürlich auch, um Kooperationen mit israelischen Startups abzuschließen. Das hier ist Eyal Afergan. Sein Startup entwickelt Milch und Milchprodukte ohne Kühe. Dafür mit sehr viel künstlicher Intelligenz. Seine Präsentation stößt auf großes Interesse. Wir besuchen sein Laboratorium in Nordisrael. Für den Laien ist das hier alles ein Buch mit 7 Siegeln. Der Vorgang, wie man Milch produziert, das wollen wir zumindest im Ansatz von Eyal erklärt bekommen. Milch ohne Kühe, also wie funktioniert das alles? Was genau macht ihr? Grundsätzlich nehmen wir einen Mikroorganismus, der Hefe oder ein Pilz sein kann. Im Grunde wird ihm beigebracht, wie er Milchproteine produziert. Diese Milchproteine sind völlig identisch mit den in Kuhmilch vorkommenden Proteinen. Mit ihnen können wir eigentlich alle Milchprodukte herstellen, die wir kennen und lieben und im Supermarkt kaufen. Das klingt ganz einfach, aber wo ist da eigentlich der Startup? Wo ist hier die Hightech-Arbeit? Hightech ist im Grunde, dass wir den Pilz oder die Hefe nehmen und sie mittels KI und Biotechnologie in eine mikroskopisch kleine Kuh verwandeln. Im Grunde fügen wir eine DNA-Sequenz ein, die die Hefe anweist, mit der Produktion der Milchproteine zu beginnen. Was leicht klingt, ist natürlich ein komplexer Vorgang. Seit 2 Jahren entwickeln Eyal und sein Team ihre Idee. Doch wo ist der Vorteil, Milch ohne Kühe zu produzieren? Es gibt viele Vorteile. Beginnen wir damit, dass die Lieferkette deutlich verkürzt wird. Es dauert 24 Monate von dem Moment an, in dem eine Kuh geboren wird, bis sie Milch gibt. Unser Produktionsweg dauert gerade mal einen Monat. Für die Umwelt gibt es auch viele Vorteile. Nur ein Beispiel. Kühe stoßen Treibhausgase aus, hauptsächlich Methan, das etwa 8-mal problematischer ist als Kohlendioxid. Das sparen wir uns alles hier.
פחמן דו-חמצני. Und das ist also das Milcheis, das Eyal und seine Kollegen produzieren. זה עכשיו הגלידה שאתם עושים? כן. Wow. So, das ist jetzt aus diesem Produkt quasi selbstgemachtes Eis, Esetam. Welcher Geschmack? טעם איזה נוט. Okay, also Haselnuss. בוא נראה, זה בשבילך. Schauen wir mal, das ist für dich. Und wir machen das, wie das früher so üblich war. Du kostest zuerst. עכשיו, תגיד לי מה אתה חושב על זה. Und du sagst mir, wie es dir schmeckt. Schmeckt wirklich gut. Schmeckt nach Haselnuss. Und dass das jetzt künstliche Milch ist, weiß man natürlich überhaupt nicht. Müssen wir mal stellen. נכון? זה גלידה. Das ist ein Eis ohne Cholesterin, ohne Laktose. דברים שאנחנו לא רוצים אותם. Und auch der Frischkäse schmeckt. Die Milch allerdings schmeckt noch ein wenig fremd. Das wissen Eyal und seine Kollegen natürlich, aber sie sind sich sicher, dass sie auch das schon bald in den Griff bekommen werden. Längst haben arabische Melodien und Rhythmen im israelischen Mainstream-Pop Einzug gehalten. Und das ist kein Wunder. Die Musik wird inzwischen nicht nur von misrachischen Israelis geliebt, deren Vorfahren aus den orientalischen Ländern stammen, sondern auch von aschkenasischen, europäischstämmigen Juden. Man lebt nun mal im Nahen Osten. Hier am Rande von Jerusalem, hinter mir, sehen Sie bereits die Wüste, hören Sie marokkanische Musik der israelischen Sängerin Netta El-Kayam, die wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Netta El-Kayam macht hier vor dem Konzert noch schnell einen letzten Soundcheck. Ihre Musik kein Mainstream. Sie ist seit Jahren dabei, die untergegangene, fast schon vergessene Musik der marokkanischen Juden wieder zu entdecken. Hinter der Bühne letzte Besprechungen. Das ist Amit, Nettas Ehemann. Auch er stammt aus einer marokkanisch-jüdischen Familie und arrangiert die alten Lieder völlig neu. Netta erzählt uns, wie sie die Musik ihrer Vorfahren wiedergefunden hat. Als ich jung war, hörte ich Musik, die so fern wie nur möglich von der Musik meines Elternhauses war. Von Rock bis Metal, Progressive Jazz, einfach alles. Aber mit der Zeit verstand ich, dass auch die Musik meiner Familie einen Wert hat. Und nicht nur das, sie hatte mir auch eine Menge zu geben. Und nach meiner ersten Reise nach Marokko kam ich als völlig anderer Mensch zurück. Was geschah dort? Fühltest du dich dort zu Hause? Die Reise hat mich völlig verändert. Ich wurde erzogen, also ich meine die Software in meinem Hirn, die ist israelisch. Aber als ich in Marokko ankam, als ich quasi zurückkam nach Marokko, verstand ich, dass ich nicht nur israelisch bin. Diese Diskette ist wirklich etwas ganz anderes. Meine Augen, mein Aussehen, meine DNA. Naja, ich lief dort herum und fühlte, dass ich eine der Iren bin. Vor vielen Jahren wurde in Israel misrachische Musik ja noch völlig abgelehnt. Das hat mich wohl früher beeinflusst. Ich sagte meinem Vater immer, er solle diese Musik abschalten. Er erinnert mich bis heute gerne daran. Aber zur Frage orientalische Musik, das ist so eine stereotype Beschreibung, mit der man in Israel abgestempelt wird. Marokkanische Musik ist keine orientalische Musik. Man fühlt hier Afrika viel mehr als den Nahen Osten. Heute Abend spielen wir Lieder aus unserem Projekt, das Arenas heißt. Das war ein Flüchtlingslager in Südfrankreich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo unsere Familien waren, sowie Holocaust-Überlebende und andere jüdische Flüchtlinge aus muslimischen Ländern. Das Lager war wie eine Zeitkapsel mit Menschen, die von einer Welt in die nächste unterwegs waren und sich kurz dort aufhielten.
Vom Lager ist nichts übergeblieben, außer Tonaufnahmen, die mir viel Inspiration und Lieder für unser neues Album geschenkt haben. Am nächsten Tag in Katamon, einem eher ärmlichen Stadtviertel in Jerusalem. Hier befindet sich das Tonstudio von Amit und Netta. Sie arbeiten gerade an dem Arrangement eines neuen Liedes. Also das klingt so bum bum, wie Trance-Musik. Nein, wirklich nicht. Dieses... Ja, das klingt besser. Wie ist das? Ihr habt marokkanische Musik und versetzt sie mit Beats aus dem Jazz. Wie habt ihr damit angefangen, mit diesem East meets West? Für uns ist das nicht Ost trifft West. Das ist die Musik selbst. Wir denken nicht in diesen Kategorien, sondern wer sind wir? Welche Art von Musik wollen wir machen? Was kommt dabei raus? Hast du das Gefühl, dass die Art von Musik, die ihr macht, die israelische Musikindustrie beeinflusst? Ich denke, wir wurden zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt geboren, wo die Sprachen der Großeltern untergehen. Die Generation stirbt und es gibt niemanden, der unseren Enkelkindern erzählen und erklären kann, wer was seine Großmutter ist, was eine jiddische Mamme ist oder eine marokkanische Großmutter. Als ob das alles verblasst. Viele in meinem Alter verspüren den dringenden Ruf, sich in ihrer Kunst, in ihrer Musik damit auseinanderzusetzen, um das zu erhalten. Netta und Amit haben auch im Ausland ein großes Publikum, das diese alte Musik liebt. Sie traten schon in Berlin auf, aber vor allem in Frankreich haben sie großen Erfolg, wo viele Menschen aus dem Maghreb leben und sich von diesen Klängen in die alte Heimat tragen lassen. So, meine Damen und Herren, und damit sind wir am Ende unserer Reise durch den Alltag der Menschen hier in Israel. Einen Alltag, den sie irgendwie versuchen, kreativ zu gestalten. Damit verabschiede ich mich von Ihnen aus Tel Aviv, aus Israel.